Kachkäskultur. Lützebäuer Musik am Gespräch. Egal ob Rock oder Klassik, da ist alles willkommen. Kachkäskultur, Lützebäuer Musik am Gespräch. Salut und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Kachkäskultur. Ich bin heute nicht allein. Bei mir also den Gilles von Comedy Luxemburg Feinst Metal Podcast. Guten Mittag. Guten Mittag, ja, weil... Gut heute Abend? Absolut. Also so ein Absolut, aber ja, wenn du das Gebäude nicht kennst, da stehst du effektiv und findest die. Mir ist aber gut gegangen. Nee, alles gut. Ja, ich war noch ein bisschen zu Wasserbillig an der Regional Express ran. Den hat natürlich 5 Minuten Verspätung. Ich bin aber rechtzeitig gepackt, das heißt... Du warst pünktlich. Ich war pünktlich. Alles gut. Aber wie kann ich dann einem, die Comedy nicht kennt, erklären, was das ist? Also sind wir nicht so weit von den Nähen an der Ideologie, wo dein Podcast oder Kachkäskultur neben Comedy Luxemburgs Finest Metal Podcast machen. Wir sind ein Metal Podcast, heißt, wir machen, oder wir schwätzen eben gerne über für allem auch die Lützeburgische lokal Metal Szene, wo an den Medien leider auch ganz oft vergisst wird. Und wir probieren das Ganze aber natürlich auch auszubauen. Wir bringen uns eigene Experienzen, weil wir allen zwei, also der Peter und ich, wo das gewöhnlich abholen, sind allen zwei passioniert Metalheads, gell? Und lauschen noch gerne den Stil von Musik und das schweift das immer eben gerne ein bisschen raus. Wir so ein Genre, wo wir gerne als Favorite Bands und so Sachen wie das. Und ja, da sind wir auch schon eine Zeit schon damit am Gangen. Ich meine, die liegen schon 3 Jahre. Und ja. Also, hu die dann immer ein RWT oder schwätzt sie immer einfach so mit ihr, also zu 2 über Metal? Also die Idee wird angefangen, wenn wir zurückgehen. Wir haben uns soi-disant gegründet an der Pandemie, weil wir uns eben nicht gesehen haben und wir konnten nicht ganz viel machen. Und da war halt online abholen, war halt eine gute Solution, für dann noch gerne zu schwätzen. Und an dem Fall war du sich sehr entscheidbar, wie wir gingen schwätzen, weil wir eben alle zwei Metal gerne haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wie gehen wir die Sache an, weil wie die Frage, was du auch gerade gestaltet hast, wie kann ich Ihnen erklären, weil das Comedy, und noch vom Numm hier, Comedy, so was früher, also wie ich, klein war, oder klein, Teenager, angefangen Metal zu lernen, und geheischt, mal die Comedy-Milieu ist, ne? Weil, okay, wirklich kann ich das mal aufhängen. Und dann haben wir gedacht, okay, wir wollen dann den Leuten auch beibringen, okay, was ist Metal? Metal das nicht gleich Metal, oder zum Beispiel, wie du gesagt hast, wir haben noch teilweise Band, von Lützebäuer Bands, wo dann auch an dieser Show dabei sind, ich hatte die Experienzen heute groß gehen an der Lützebäuer Metal 10 schwätzen. Darum, also, und das ist auch etwas, was wir probieren, so gut, also regelmäßig wie es geht, Ajour zu halten. Das heißt, die hat auch Inviten. Wie siehst du die Inviten dann raus? Das ist sich ganz einfach, weil ein großer Vorteil bei der Metal-Szene zu Lützeburg, jeder kennt jeden. Also das wie du doch wahrscheinlich schon gemerkt hast, also wenn du musikalisch unterwegs bist oder generell dich selbst passionierst, dann die Leute haben zusammen und teilweise sind das entweder Kollegen oder wir schwätzen dann auch einfach Bands an, wo wir nach gar nicht von her und weil ich meine, die ganze Szene evoluiert und natürlich und kommen immer neue Sachen bei, Bands verschwonnen und dann schreiben die einfach an, voilà, wo der Interesse bei uns mitzumachen, das ist natürlich auch eine kleine Promotion für sie und indirekt auch für alles ein gut Layer. Ich meine, wir haben das auch nicht einfach gesagt, okay, wir wissen wie ein Interview mich, wir haben da einfach ein kaltes Wasser geheilt und ich meine, da weißt du auch, wie das geht. Ja, sicher. Und das, ja, keine Ahnung, das zu einer Passion gehen und ja. Aber die zwei da selber auch Musik? Der Pidlo nicht, ich mache seit, wie lange ist das da? Also immerhin schon 20 Jahre, weil ich aber schon elektrisch Gitarre spielen. Natürlich passt du dann noch ein bisschen an so, es soll mal an die Bands rundherum kommen. Du hast immer irgendwie gekannt, den an irgendeiner Band gespielt hat, mit dem du dann mal eine Jam-Session oder so hast. Das war mal mein Großgehen an der musikalischen Szene, das war die Sache. Auch dann Metal oder was für ein Genre? Also am Anfang
Ja, Metal war immer ein Begriff daheim. Also bei uns daheim ist immer Musik gelaufen. Hard Rock, Classic Rock und dann noch mich später, weil ich mich dann auf den Tisch meine nächsten Weg gegangen sind, was so eine Metal dabei kommen. Und ich dachte, oh ne, so ein Gitarre, wenn sie schon muss gut klingen, da gut hart. Und das war so der Brust, wo du dabei rauskommst. Was für eine Bedeutung hat Metal dann heute zu Lützeburg? Ist das stark vertreten oder ist das Mann? Das méi stark vertruden denken ich wie viele verschiedene Leute Menge, ja. Mengen an 10 als definitiv méi groß wie ich an Erinnerung hat, weil ich natürlich auch nicht all da kann op Konzert gehen oder all da sich kann informieren was du lebt. Me definitiv huet sich etwas getan an den letzten 15 Jahren als 10 explodiert an. Ich meine, wir können plus minus, ich kann auch kein genau Zahlen nennen, aber ich denke aber die 80 Local Bands werden wir aber hun und ich meine, das geht nicht durch. Aber wie gesagt, das kommen da wahrscheinlich alldach bei. Ja, also 80 Lokalbands, ich meine, ich hätte irgendwo etwas über 110, meine ich, gesehen. Wie gesagt, da sind da wahrscheinlich noch dabei, wo näherens festgeschrieben sind. Oder Ja, vielleicht ja, noch ja. Jammen daheim. Ne? Also, das ist auf jeden Fall gut vertreten. Und ich meine, das ist auch etwas, auf was mehr als Lützeburg dann in dem Fall. Oder als Leute, wie du nicht, dann die auch gerne über Musik, an über die Leute, wie die Musik machen, schwätzen. So, ich meine, da kann ich schon stolz sein, dass du einfach etwas hast, ne, aber was schon seit Jahren besteht. Ne? Ja, definitiv. Also, ich meine, ich hatte noch keine wirklich Metal-Band hier in meinem Podcast. Hard Rock hat, ja, Ich meine, du hast den Dave von Blanket Hill. ja, nämlich. doch, ja. Das kann ich so echt schon als Hardcore Metal stufen, wenn man noch ganz spezifisch gehen. Mehr, das, da Ja, Blanket Hill, den Interview habe ich abgeholt und dieser Platz, merci den Electric Avenue, wo ich das ganz abgeholt. Ja. Mit meinem kleinen Task am Electric Avenue. Ich hatte gelernt, das war bestimmt was ganz gut gehen, war für die Situation nicht so abzuhören. Das war Chapeau. Ja, hier kauft er gerade an dem Moment tätowiert. Ja. Und ich dachte, wie soll das funktionieren, wenn hier gerade tätowiert wird? Ich habe nicht gemerkt, meiner Meinung nach. Hat sich die ganze Metal-Szene dann in den letzten Jahren in sie verändert? Was hast du geschieht? Verändert. Ich meine, das ist ja die Frage, das natürlich, dass sich eine Szene verändert. Das kann auch gut, das kann auch schlecht sein. Also, so wie ich das empfangen und das, was ich mit gut, soll mal Menge Glanzzeiten, wo ich das ganz wirklich so entdeckt habe und nonstop Konzerte gegangen sind. Mir steht platziert tun alles, wo ich konnte gehen, für eben mit den Leuten zu kommunizieren, ob das Kollegen waren oder neue Leute, die beikommen sind. Sonst mal just, ja, es hat sich definitiv etwas getan. In der Hinsicht Veränderung war hier eine gute Sache, weil es auch, denke ich, mehr abbeginnt als noch draußen. So. Was sind dann letzteburgischen Metal-Bands, die wirklich rekommandieren könnt? Da sind da viel. War Blanket Hill ist definitiv eng von einen, wo mich persönlich schon in den letzten Jahren, also auch letztes Jahr, neuen Album respektiert, da war ich wirklich erstaunt, wie gut das Hardcore-Metal-Musiker sind. Das ist natürlich nicht für schwache Nerven, weil das kann schon ganz hart gehen. Andere Metal-Bands, wir haben Scarred, wir haben Fusion Bomb, wir haben Miles to Perdition. Natürlich auch schon Bands, die leider nicht mehr gehen, wie Exit Fairies, das ist eine Band, mit denen ich zum Beispiel groß gesehen, der Death Dump. Alles ganz spezifisch nimm, aber die sind aber Teil von der Geschichte von der Szene. Ne? Gibt es dann heute zu Lützeburg irgendwelche Evenementen oder Festivals, die wirklich nicht mehr Metal sind? Absolut, da gibt es sogar pur. Und ich meine, an der Hinsicht kann ich sagen, dass die Evolution wohl den hauptsächlich durchgesehen. Also soll mal den Lützeburger Metal Mecca als zu koppelst, den koppelster Metal Festival, den es schon ein gut Zeitchen gibt, wo dann noch eben nach einer Bands wie Desdemonia, wo ich meine schon Pappen vom Lützeburger Metal, kann ich sie nennen, die gehen nicht schon ganz lang. Dann haben wir nach Hollow Metal, wo echt am Süden vertreten sind mit Assoziationen, am Norden östlicher Metal von EMF, wo selber Konzerne organisieren. Also das ist genug da. Aber wie gesagt, den Dingen das, wenn ich nicht an erzählen wäre, da geht es natürlich schon dazwischen. Aber das ist definitiv genug Präsenz da, denke ich, ob das Süden, Norden, Westen, Süden, Osten ist. Ne? Also da siehst du schon genug Festivals.
Okay. Lo eng froh kann ich die ganz schwer frohen. Interessant. Well eng Festival op eng Festival gedet en Line-up. Mhm. Wat gibst du an den Line absetzen, wann du die Idee kannst zu Summe stellen? Für lokale Bands oder international. Du hast natürlich, das ist schwer froh. Also wenn ich lo moi Festival organisieren, da ging ich definitiv mal Skartwelle, weil die eng absolut top Bühnepräsenz zu einer neuen Show, wo sich gewäscht wird, kann ich so ein meiste Petition kann ich immer gucken, das top. Pleasing auch ein ganz wichtig Band und ich vergesse, wo echt an den Post-Hardcore geht. Aber ich denke, hier Verwurzelungen sind auch am Metal, irgendwo in NRW. Ja, und dann natürlich international, aber fragt da muss ich ein bisschen überlegen. Da sind da zu viel für so Mengen alle Goethe bei ihnen zu nennen. Und dann nicht Line-Up nur so 100 Bands oder so. Und das ist schon nicht ein Zweck von der Sache. Schufi Dronalo nach woch kom sie gesinn Dir krut en Podcast Award ass dat richtig? Ja, wir sind letztes Jahr sind wir von RTL nominiert gin fir eben nun den RTL Podcast Awards Matze man, weil wir eben nominiert waren. Wir haben leider nicht gewonnen, ich mengen dabei sind das alles. Und es war aber auch für uns ein bisschen erfreuend festzustellen, dass so zwei Dudes, die daheim online abholen, gehen für selbst nominiert. Podcast Award. Voilà, Podcast einfach Award und dann einfach nominiert gehen. Und wenn ich richtig gesehen habe, sind wir in die erst 15 gekommen. Ich kann mich evaluieren, ich will auch nicht so. Menge schon. Und das war aber schon, für uns war dann eine Reusite. Ne? Und das hat auch ein bisschen natürlich geholfen, uns zu pushen und außen. Und dann auch, okay, wir wollen mehr machen, wir wollen den Metal mehr nach außen bringen. Ob das lokal ist oder mittlerweile auch international. Ne? Also, es muss mehr über Metal geschwatzt gehen an den Medien. Das wohl, ich meine, das ist das Slogan, mit dem wir kämpfen. Ne? No wat enger Zeit gouf denn do vun RTL do selektioniert? Also wie lang hat die Podcast schon gemacht für das vun RTL do? Also am Oktober des Jahr sind 3 Jahre, dass wir das machen. Und wenn ich mich richtig erinnern werde, zu 1,5 Jahre gesehen, also 1,5 Jahre no, wo sie uns dann einfach ein Mail gemäht und voilà, das ist nominiert. Kommt dann und dann gucken wir weiter. Und dann waren wir natürlich, wie gesagt, ein bisschen noch feiert. Ja. Was sind denn heute zu Lützeburg die Genren oder Subgenren vom Metal, die besonders belebt oder gut repräsentiert sind? Das kann ich noch ernst das drehen. Also ein Genre, wo heute ganz viel gemäht wird und auch ganz viel vertreten ist, da das eine Variation von Death Metal, weil wie gesagt, der Metal ist nicht nur Metal. Da gibt es ein Subgenre. Also, ne? Schon mal du eng Lust geguckt ja, für alles gute Deppes. Also den denken Death Metal an Metalcore sind immer gerne Begriffe, wo heute zu Lützeburg optauchen. Bands wo Manner zum Beispiel, wann ich statt auch der so wo Manner repräsentiert sind, dann sind so Genre wie méi symphonischen Power Metal, wo ein ganz spezifisch Art von Musik mischt. Symphonische Power. Yes, genau das. Genau das. Das klingt episch und das ist auch teilweise episch. Ne? Was ist dann dein Favorite Song? My favorite Song? Oh, du überraschst mich einmal froh, ob der ich nicht gefasst war. Ja. Das ist clever. Dafür sind die Sturm. Dafür warst du da, du musst das ganz gut. My favorite Song, also ich kann da meinen aktuellen Favorite Song nennen. Das ist von einer österreichischer Band, wo auch gute Kollegen mittlerweile sind. Die Band heißt Hills Like White Lions. Und der Song von ihrem Album Meander aus Part 1 Choral hier. Das ist ein richtig schönes Lied, ganz progressiven Post-Metal. Da gibt es immer ein Genre, aber voilà, das ist halt so geil. Das ist eigentlich mein Favorite Song aktuell. Gell. Was hältst du da von denen 4 Uiteler so eine Schlummel gehst nicht Metal? Also da ginnet jo ein Party. ja. Also 4 Uiteler, ich meine, wo generell schon hören hört, Metal equals Satanismus und equals Basin und ich kann der Approach irgendwo verstehen für einen, wo noch nie sich irgendetwas ugelauscht hat oder wo immer just den
Image wird von einer Person auf einer Bühne, wo zum Beispiel ganz an Lieder, an Nieten, an Devil Horns weist. Natürlich als das für verschiedene vielleicht ein bisschen offensiv. Aber so mal von meinen Erfahrungen hier an der Schmenge schwätzen dafür allgemein von den Metalheads dabei sind. Es gibt kein mehr relaxen Festival oder Konzert wie ein Metal-Konzert. Also es sind alles korrekt Dudes oder Frauleit, da das alles easy peasy, du hast gewöhnlich nie irgendetwas durchhämmert. Ne? Gehen es dann halt zu Lützeburg irgendwelche Metal-Bands, die Dinger Meinung nur unterschätzt gehen? Ja, definitiv. Definitiv. Da sind Bands, wie gesagt, ich habe gesagt, Symphonic Power Metal ist hier am Land nicht so den Genre, wo gerade geguckt wird. Da fällt mir auch eine Band an. Mit denen mehr auch das letzte ein Interview hatten, das ist Arduino's Dawn, wo Symphonic Gothic Metal machen, wo ich so das ist top und ich fand nicht schön, dass die Band nicht mehr Recognition hat. Längst schon hier am Land, wo natürlich ganz schwer ist, für dann international ein bisschen Aufmerksamkeit zu finden. Ne? Also ich kenne mich persönlich nicht so schrecklich gut am Metal aus. Sind visuelle Elemente am Metal dann auch also wird das oft benutzt? Ich denke schon, dass das wichtig ist, das definiert dann noch individuell Genres. All Genre von Metal oder all Genre von Metalband will sich irgendwie immer anders das präsentieren. Auf der Bühne bringt andere Elemente daran, ob das eben wie gesagt Lieder an Nieten sind oder sich zum Beispiel wie so in den ersten Busch kann ich übertreiben, die ganz viel Blieder am Gesicht hat, dann so eine Kriegsbemalung hat zum Beispiel oder sogar eben den Image-Mengen von der Schlechtheit von Metal, der Black Metal, wo es der famose Corpse Paint am Gesicht Black Metal, genau den. Wo es der Corpse Paint am Gesicht ist, wird prinzipiell weiß Farbers mit schwarz vermischt, für das eben so nicht amüsant ausgesehen wie möglich. Aber ich denke, dass das wichtig für die Bands, für dann noch sich zu weisen am Sinn von, voilà, wir machen das und sonst nicht akzeptiert. Ich meine, das ist für viele Leute, die den Genre nicht kennen oder generell am Metal ein bisschen Schwierigkeiten haben, wo fangen ich an, können sich dumm mit Eselsbrücke bauen und dann natürlich auch so, okay, das ist nicht Menges, weil mir schon visuell nicht gefällt, denke ich. Für Black Metal heier den jo heinst du dem du wei nicht grad wenig. Was sticht dann du an drunter? Also für was Black Metal? Also was ist du? Also vom Numm hier. Black Metal wird absolut gar nicht mit schwarzem Metal zu dienen. Das ist ein Phänomen, wo an den 90er abgetaucht ist. An der nördlichen Hemisphäre hat sich an Norwegen, wo sich eine Underground-Szene gebildet wird, von Leuten, die eben wollten, sagen wir mal, eine gewisse Rebellion feiern, weil sie eben wahrscheinlich mit alles unzufrieden waren. Ne? Und der Black Metal also von sonst nicht wie eine andere Produktion, sagen wir mal einfach ausgedrückt. Produktion von der Musik als auf das strikte Minimum reduziert. Du hast nicht mit, wie Heilo zum Beispiel, ganz gut ekipiertes Studio. Du kannst doch mal einen kleinen Fisher-Price zum Beispiel abholen. Und da gingen sie dann mal ein Album machen. Das ist so ein bisschen der Stil vom Black Metal. Wie ihn an den 90er abgekommen ist, geht es auch doch noch, aber nicht mehr in derselben Form. Das, also historisch gesehen, also von den schlechtesten Genres, wo sich nach kann über Wasser halten, ob sogar zu Lützeburg. Es gibt verschiedene Bands, die dem Genre treu sind, aber das ist nicht den Go-To-Genre für die Lützeburgerei. Wie gesagt, du dann Zukunft von der Metal-Szene halt zu Lützeburg? Also, wie gesagt, durch den Podcast doch und durch Connections mit den Leuten, die mehr schon interviewt haben, so nicht mal Potenzial als da. Bands sind da, also sie motiviert und ich sehe da eine ganz rosige Zukunft und ich hoffe natürlich dann auch, dass die Bands und noch die ganze Szene eben kann ein bisschen abplayen für die Last. Voilà, du findest immer mehr, auch an natürlich Medien, Social Media, hilft da ganz viel, ne, für die Bands, auch noch die Lützeburger Bands dann an dem Fall. Und ich kann mir aber vorstellen, dass da in den nächsten Jahren eine Revolution, eine
Renaissance vom Metal, wo sie gerade am Gangen ist, wird stattfinden an auch mehr Bands dann sich trauen, dann noch vielleicht noch außen zu kommen, die schon wahrscheinlich Jahren existieren, mäßig nicht nur 4 trauen. Ne? Metal hat ja auch ein bisschen etwas mit Text dazu dienen. Gehen es dann Metal-Bands, die Lützeburgisch sangen? Menges Wissens nicht. Ich will okay beleidigen dabei, aber ich kann mich vielleicht an verschiedene Lieder erinnern. Aber okay, wenn ich cool finde, dann sind dabei halt, die ja, auch schon, aber da sind wir nicht mehr an dem Metal-Genre NRW. Ich meine, wenn ich mich noch richtig entsinne, und das ist ganz die von meinem Wissenspalast gekommen, ich meine, die Thrash-Metal-Band Sublines hat auch verschiedene Texte auf Lützeburgisch. So nicht schlimm. Ich können wir bei der Frau gerade an die Kap am Interview mit Fresh Dogs du aus die Satz gefallen ob meine Frau sie dir kann ihn als Lützeburger Band international bekannt gehen wat froh also mit der Lützeburger Spruch sie so definitiv nicht sie könnte sich vorstellen dass bei seinem Baby Metal wen nämlich wirklich verstehst dass sie dummer da kann ich will nicht nee so mir ich gesehen Schwierigkeit echt da dran weil als Metalhead man ich zähle mich selber dabei wenn ich ein Album kaufen dann lesen ich gern Lyrics ich verstehe sie in internationale wahrscheinlich nicht und ich meine du hast schon Problematik ne Ass Metal dann politisch Musik? Verschiedene Genren gi gern an Politik sichen fir sich zu inspirieren, an dem Fall net immer gut natürlich iwwer Probleme vun engem Land ze sangen. An dem Fall so nicht mal den Thrash Metal auch zuletzt vertrue, denn as vereichtlo harmlos am Vergleich zu anderen internationale Bands zu malo auffallen. Me et kann gern natürlich politisch Hannergrünn hunn, da das schon richtig ne. Was wie auch Metal dann Subgenre Metal dann zu Lützeburg am manste vertruden? Am mansten. Do ging ich wahrscheinlich alterem den Symphonic Metal. So Sachen wie wann ich gräste nenne wie Nightwish oder Evanescence oder so. Selbst wie dat gëtt mengenisch ball net gemäht, et gift pure Bands, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da de Genres, wo die Leute sich gern dazu bewegen oder ja, das mal aus Menge Perspektive noch von denen, ja, mit denen Leuten, die mehr geschwart und so. Das ist immer irgendwie dieselbe Approche, so, ja, Metalcore, Death Metal, Melodic Death Metal, das ist alles top. Und da, wenn du mal ein bisschen mehr softe Sachen kannst, eben wo dann noch vielleicht einen gewissen opernhaft Stimme dabei, also da ein bisschen mehr cleane Gesang, dann hast du gewöhnlich, oh nee, das war's mal zu dus. Ich komme direkt bei Ihrem Podcast zurück. Ja. Also, ist Ihr Podcast dann auch eine Form von Promotion für verschiedene Bands? Ja, ich hoffe schon, ne? Ich meine, das war die Idee aus sich, ne? Also, mir haben das schon mam Handergedanke gemäht, dass wenn wir Bands interviewen, dass wir das probieren, so gut es geht, also moyen, ob das Social Media zu promoten. Und ja, ich hoffe mal, dass die Bands dann irgendwo auch so, ja, vielleicht Listeners kriegen, wodurch Eis eben auf die Band kommen. Ne? Wie holt ihr Sachen dann ab? Ich meine, du hast mir das vier dass man die Mikro gemacht hat, schon einmal gesagt, wie macht ihr das? Wie gesagt, durch den Fakt, dass es sich in der Pandemie entwickelt hat, als Equipment kauf, Microstand, Mics an mir über eine Online-Plattform abgeholt. Und wie das mehr allen zwei aus komplett verschiedene Richtungen sind. Es sind aus dem Süden, der Peter ist aus dem Norden. Also nicht immer easy für Zeit zu finden. Ja. Und wir wollen die Fälle aber auch beibehalten zu zwei. Weil schon ein Monolog halten ist flott, aber das ist schwer. Und ich feiere gerne Konversationen. Und dafür mal einfach gedacht, wir halten das mal online bei. Wir sehen es zwar auch teilweise, und wir holen dann entweder bei mir oder bei ihm ab. Das kann doch schon mal viel. Aber das ja, kalendermäßig gesehen méi einfach online abzuhellen für uns. Mit Inviten holt die dann du auch online ab? Ja, das geht auch online.
weil auch deelweils probieren wir méi wie eng Person da sind da hin zum 4. Ich meine Maximum vom hatte waren da 5 und da war schon so okay das zu viel zu mischen ne? Dat gëtt wissen schwer ne an dafür probieren wir 4 Leute zu limitieren allergrößten Maximum ja. Als wie vielen Membres steht da so ein klassisch Metalband am Durchschnitt? Also du hast natürlich all Band ein bisschen nicht mehr. Ja, ich ging so ein gesund Zuel wäre 4. Also ein gesund Zuel. Der Sänger, den Drummer, der Gitarrist und der Bassist. Vielleicht spielt den Sänger dann auch nach Gitarre, ne, dann hast du indirekt 5 Membres. Wie geht es denn noch mal dir bei Comedy weiter? Was steht du da noch so im Plan? Oh, das viel, viel schon abgeholt. Wie wir auch für drin, das Mikro waren, wir darüber geschwärzt, dass du auch schon fleißig unterwegs warst für das Jahr. Und das gilt sich auch für Eis. Wir haben eine ganz coole Episode, wo du das Jahr kommen. Und wir gehen auch so los bei der 100. Episode, wo wir jetzt auch am Gang sind, vielleicht etwas zu machen. Da steht noch nicht genaues fest, wir haben genug Ideen. Ja, also es geht weiter und ich denke, wir sind uns noch absolut motiviert, für das Schiff weiter zu feiern. Das heißt, bei wie vielen Episoden sind da los, wenn da auf die 100. kommt? Also wir abgeholt sind da schon, soll man die 85, das abgeholt already. Und schmengen beim Release sind wir bei der 81. oder 82. Ja. Okay, ma von den Sachen, die ich mal präpariert tun, war das alles. Wir können aber noch gerne noch ein paar Lieder spielen. Was gehst du da holen? Wenn du das findest, mein favorite Track, absolut gern. Okay, dann machen wir das so. Hast du sonst noch irgendwas für ein Interview? Ich ging einfach mal so ein echt mal großes Merci, dass ich konnte sein. Ne? Ja, dass man so viel Merci, dass du kommst. Immer gern. Wie gesagt, das sind nicht weit, ich schaffe mal der Gegend, das arrangiert mich. Ja, und ich ging so, und für die Leute, die dich, so wie uns, für dich lauschen, sonst mal, gibt Metal eine Chance. Gibt auch dann indirekt der letzte Kultur, wo aber wichtig ist, eine Chance an lauscht die tun. Voilà. Ganz genau so hatte ich das auch gesagt. Ja, also, wie gesagt, letzte Musikspodcast, die ich kenne, bei mir, wo ein anderer Podcast noch dabei ist. Wie viel Musikspodcast? Geht nicht nur noch als aufgesehen vom Radio Ara? Was für Musikspodcast geht da noch? Das ist ein gut froh. Also ich weiß, ich so lange Gesicht. Wie mehr Gesicht tun, weil man natürlich auch keine wollten Tabisch klauen, ne? Oder ja, natürlich, weißt du willst nicht einen fertigen Nacht sitzen, du willst den jede Spur hinterlassen und du mal lang Gesicht mehr und bis dato kein Fond, den Daten möchte mir machen. Da haben wir schon, okay, das ist schon mal nicht schlecht. Maja, ich habe just ihr fand, natürlich der Blue Bash, der Teil vom Ara, ja, klar, den hält direkt im Studio neben drin, also aus dem Live. All Mänden, ich meine, das von 6:30 bis 8 oder so, wenn ich mich nicht irren. Da war ich auch gleich live, das heißt, ich lausche da voll gerne ran, der Post auf Facebook, da kommt die direkt auf den Link. Oder halt über die Website vom Radio Ara, www.ara.lu. Da findet ihr das noch unter dem Blaue Bar statt. Wie gesagt, war das noch von mir. Die hat Instagram, wo seht ihr da? Instagram, Comedy, Slugs Finest Metal Podcast, voilà. Ja, das müsste das sein. Ja, wie gesagt, das sind nicht viel, also der fand das. Ja, also Comedy ist die fanden. Voilà. Wie gesagt, das sind eine Art Kachkäskultur auf Instagram, Facebook und im ganzen Boutique dort zu finden. Lauscht das natürlich Römhai ran und natürlich auch bei Comedy. Es sind Römhai nächste Montag um 15 Uhr hier bei Radio Ara auf den Frequenzen 102,9, 105,2 und 87,8 für den Süden vom Land. Vielmals merci, dass ihr heute dran dabei wart. Bis die nächste Jahr, wie gesagt, Montag 15 Uhr, Radio Ara. Und ciao. Ciao. Ciao.